So, die Kinder haben sich, glaube ich, wieder hingesetzt. Das ist sehr gut. Jetzt möchte ich mal wissen, wo sind denn hier... Stehe ich falsch? Jetzt möchte ich mal wissen, wo sind denn hier die vom Fusion heute da sind? Da oben, sehr schön. Micha, du darfst doch gleich mal nach vorne kommen. Ich habe dir das am Mittwoch schon versprochen, dass du heute einen Einsatz hast. Das Schöne ist, er weiß, außer dass er jetzt nach vorne kommt, noch nicht, was auf ihn zukommt. Und zwar ist ja heute Muttertag und da habe ich mir natürlich überlegt, welche Mütter es so aus der Bibel gibt. Und ich habe zuallererst mal gedacht, das wäre mal auch spannend, wenn die Kinder schon da sind, nachzufragen, was kennen denn die Kinder so an Müttern aus der Bibel, die ihnen so in den Sinn kommen. Und Micha, sehr schön, einmal einen Applaus für Micha. Ja, sehr gut. So, und der Micha, der wird jetzt gleich mit dem Mikrofon hier durch die Reihen gehen und die Kinder dürfen sich mal melden, wenn ihnen eine Mutter aus der Bibel einfällt und die ins Mikrofon reinsagen. Wichtig ist, wir brauchen nicht die Geschichte, sondern wir müssen wissen, um welche Mutter es geht. Und zwar mache ich ein Beispiel, damit es alle auch verstehen. Dann nehme ich auch gleich schon die bekannteste wahrscheinlich vorneweg. Maria, die Mutter von Jesus. Das reicht schon. Und Micha, du kannst mal kurz das Mikrofon bei Gisela nehmen. Und dann dürfen sich die Kinder, denen eine Mutter einfällt, mal melden und der Micha darf mal hingehen. Maria Magdalena, sehr gut. Ist aber keine Mutter. Da. Die Eva. Eva, sehr gut. Die Hannah vom Samuel. Ah, sehr gut. Die Ruth. Die Ruth. So, hier die linke Seite ist heute ein bisschen schwach. Die Rebecca. Rebecca, sehr gut. Jetzt gucken wir, ja, hier vorne noch und dann mal hier. Da, sehr Sarah. gut. Sarah, sehr gut. Da hat sich irgendwer gemeldet gehabt? Naomi. Ja. Lea. Rahel. Rahel, sehr gut. Also wir merken schon, da kommt einiges zusammen. Vielen Dank an alle Kinder, vielen Dank an Micha. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und bin auf 4 gekommen, die ich heute kurz mit euch durchgehen möchte. Und damit das für die Kinder nicht so langweilig ist, habe ich da auf den Leinwänden noch ein paar Bilder mitgebracht. Und zwar möchte ich anfangen mit Jochebed, das ist die Mutter vom Mose gewesen. Wir lesen in der Geschichte, wo Mose geboren wird, eigentlich gar nicht, dass sie so heißt. Das kommt erst ein paar Kapitel später, wo der Stammbaum von Mose aufgelistet wird. Und da heißt es dann, wo Mose geboren wird, in 2. Mose 2 ab Vers 1, und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter aus dem Stamm Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Und die Geschichte ist ja weit bekannt. Sie hat das so schlau gemacht, dass sie zur rechten Zeit da war und die Tochter vom Pharao dann gekommen ist und den kleinen Mose gefunden hat. Und man sieht dort im Hintergrund, da steht die Schwester, die dann sehr schnell zu der Tochter vom Pharao hingegangen ist und gefragt hat, brauchst du nicht eine Frau, die das Kind stillt? Und die hat zugesagt und so konnte Mose wieder zu seiner Mutter zurück und war, bis er 12 Jahre alt war, dort. Und dann
ab 12 Jahren ist Mose zu der Tochter vom Pharao gekommen und ist dort weiter aufgewachsen. Aber es ist schon sehr interessant, was dort steht. Und zwar heißt es ja, sie verbarg ihn, weil er schön war. Wir könnten jetzt hier eine Reihe machen. Micha könnte gleich nochmal kommen und wir könnten mal hier die Mütter fragen, welche Mutter hat denn ihr Kind schön gefunden nach der Geburt? Ich bin zu 100% sicher, dass jede Mutter hier Ja sagen würde, ihr Kind war schön. Und deswegen ist natürlich die Frage, warum steht das jetzt da so in der Bibel als Begründung dafür? Haben die anderen Mütter aus dem Volk Israel das nicht gesagt? Ich weiß es nicht. Es heißt es aber da, aber das, was ich daraus entnehme, ist auf jeden Fall, dass eine Mutter offensichtlich, und das mag vielleicht auch ein bisschen was mit weiblicher Intuition zu tun haben, aber gemerkt hat, dass irgendwas mit diesem Kind besonders ist. Und sie hat das gemerkt, hat 12 Jahre lang eigentlich in diesen Mose hinein investiert und der Segen, der daraus gekommen ist, der war für das ganze Volk und eigentlich für die gesamte Menschheit gigantisch. Gar nicht vorstellbar und hochinteressant ist ja auch, dass diese 12 Jahre gereicht haben, dass es hinterher in der Geschichte von Mose immer wieder heißt, Mose vergaß nie, dass er einer von den Israeliten war. Er ist bei dem Pharao aufgewachsen, der das Volk versklavt hat, aber 12 Jahre, die ersten 12 Jahre haben gereicht, dass er das nie vergessen hat. Das Zweite, was ich interessant finde, das waren 3 Verse aus der Bibel, die ich vorgelesen habe. Und das ist eigentlich alles, was wir von der Kindheit von Mose wissen aus der Bibel. Und das werdet ihr in den nächsten Geschichten auch merken, über die Kindheit von den Männern, die heute kommen und besonders auch über das Muttersein von diesen Frauen, wird in der Bibel ziemlich wenig berichtet. Das sind 3 Verse, die hinterher eigentlich das komplette weitere Geschehen der Bibel bis zum Ende der Menschheitsgeschichte maßgebend geprägt haben. Wenn ich so 3. Buch Mose angucke oder so das ein oder andere Namensregister, weiß ich jetzt nicht, ob das so interessant gewesen wäre wie Moses Kindheit. Aber 3 Verse und das war's. Die nächste Mutter wurde vorhin auch schon gesagt, Hannah, Samuels Mutter. Und diese Mutter, die war wirklich krass drauf. Sie wollte ein Kind haben, hat keine Kinder bekommen und deswegen sind sie immer hochgegangen, haben dort bei dem alljährlichen Fest gebetet und man sieht dort, sie weint und hat geweint, weil sie kein Kind bekommt. Und dann ist sie wieder dorthin gegangen, ein Jahr später, und hat wieder gebetet und hat nur leise für sich selber gebetet und der Priester hat sie beobachtet und hat gedacht, die ist irgendwie betrunken und hat mit ihr geschimpft. Deswegen sieht der Priester dort ein bisschen böse aus. Und sie hat ihm nur ihr Leid geklagt und hat gesagt, ich habe keine Kinder und ich habe Gott gebeten, dass ich ein Kind bekomme. Und der Priester antwortet darauf, sie soll ein Kind bekommen. Und dann heißt es in 1. Samuel 1 von Vers 20 bis 24, und Hannah wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Und der Mann Elkana zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf, um dem Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hannah ging nicht mit hinauf, sondern sie sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Und ihr Mann Elkana sagte zu ihr, tu, was gut ist in deinen Augen, bleib, bis du ihn entwöhnt hast, nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit hinauf, dazu 3 Stiere, 1 Efa Mehl und 1 Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Junge aber war noch sehr jung. Und danach wächst der kleine Samuel im Haus des Herrn beim Priester auf. Man weiß nicht von den biblischen Angaben her, wie alt er war,
Von den geschichtlichen Sachen kann man davon ausgehen, dass er wahrscheinlich 3 oder 4 Jahre alt gewesen ist. Und auch hier wieder könnte ich mit 100%iger Sicherheit rumgehen und die Mütter hier fragen, und ich bin sicher, keine Mutter würde das machen, was Hannah getan hat. Als er 3 Jahre alt war, bringt sie ihn hoch und sie lässt ihn dort zurück und er wächst im Haus des Herrn auf. Aber sie hat das mit Gott so abgemacht gehabt und hat das eingehalten. Und auch hier wieder total verrückt zu sehen, was für ein Segen daraus entstanden ist für das Volk Israel. Samuel war der erste Richter eigentlich von dem Volk Israel. Samuel hat David gesalbt und der dann später der ganz große König geworden ist. Aber auch hier wieder ganz interessant, ihr könnt das nachlesen in 1. Samuel 1, das ganze Kapitel geht eigentlich darum, wie das alles entstanden ist, aber von dem kleinen Samuel und von dem Muttersein von der Hannah liest man fast gar nichts. Das sind die 4 Verse, die man dort eigentlich rausnehmen kann. Alles Weitere ist dann hinterher, wo sie schwanger geworden ist, sind ganz, ganz viele Verse, wo sie Gott dankt und preist für das, was Gott getan hat. Aber von ihrer Mutterschaft selber liest man da eigentlich auch nicht viel. Sind auch wieder nur 4 Verse. Und bei der nächsten Mutter, die ich euch mitgebracht habe, das ist Bathseba, Salomos Mutter. König Samuel, der größte König, den das Volk Israel je gehabt hat. Und da heißt es, als David schon sehr, sehr alt ist, passiert diese Geschichte. Ein Sohn von David möchte sich selber zum König krönen. Und da kommt so ein bisschen dieses, was wir vorhin im Video auch gehört haben, durch eine Mutter, die alles riskieren würde. Bathseba ist nämlich die Mutter, und dann heißt es dort in 1. Könige 1 ab Vers 15, da ging Bathseba zum König hinein in das Gemach. Der König aber war sehr alt und Abishag, die Schunemiterin, bediente den König. Und Bathseba verneigte sich und fiel vor dem König nieder. Da sagte der König, was hast du? Und sie sagte zu ihm, mein Herr, du selbst hast ja deiner Magd bei dem Herrn, deinem Gott, geschworen, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein und er soll es sein, der auf meinem Thron sitzen wird. Da geht diese Mutter hin, die eigentlich keine Erlaubnis und kein Recht gehabt hätte, einfach so vor den König zu treten. Und da kommt dieses bisschen durch, was ich gesagt habe, dass sie riskieren würde, weil sie hat das Recht dazu nicht gehabt. Sie hätte allein dafür, dass sie da reinmarschiert ist, ins Gefängnis kommen können. Aber da ist dieser Kampfeswille von den Müttern dabei. Du hast gesagt, mein Sohn. Niemand anders hat das gesagt. David reagiert sofort, lässt Salomo auf der Stelle zum König salben. Salomo wird König und die Mutter, die alles riskiert hat, hat den Einsatz, der hat sich gelohnt. Interessant ist ja auch, das ist ein kleiner Einschub jetzt an der Stelle, der mir erst, als ich die Bilder rausgesucht habe, aufgefallen ist, dass Salomo, dieser große, große König, oder wahrscheinlich der größte König, den Israel je hatte, dass der offensichtlich von Bathseba ganz, ganz viel mitbekommen hat, wovon wir auch in der Bibel wieder mal nichts lesen. Weil die ganz, ganz bekannte Geschichte hat ja auch mit 2 Müttern zu tun, die vor den Salomo kommen und zum Salomo sagen, die haben beide ein Kind bekommen und ein Kind ist in der Nacht gestorben, das zweite ist am Leben geblieben und beide behaupten, dass das lebendige Kind ihr Kind ist. Und Salomos Weisheit bringt ihn auf die Idee vorzuschlagen, lasst uns doch das Kind halbieren, dann hat jeder eine Hälfte. Und die eine Mutter sagt sofort, nein, bevor das passiert, dann gib es lieber der anderen Mutter. Und so bekommt die wirkliche Mutter ihr Kind wieder zurück. Aber ist auch interessant, ich bin absolut sicher, dass Salomo die Weisheit von Gott bekommen hat, um auf diese Idee zu kommen. Aber diese unglaubliche Mutterliebe, die muss er irgendwo gesehen haben. Die muss er irgendwo erlebt haben.
Und ich bin sicher, dass er das nicht irgendwo anders gesehen hat als bei seiner eigenen Mutter. Und auch dort sind es wieder nur 3 Verse, die ich da gerade eben vorgelesen habe. Die letzte, die habe ich schon vorne weggenommen, das ist die Mutter Maria von Jesus. Und wie bei Jesus ist es meistens noch ein bisschen extremer in Jesus Leben, als in dem Alten Testament das noch war. Und dort gibt es eigentlich nur wirklich ein Vers, der entscheidend ist für die Mutterschaft von Maria. Und das ist in Lukas 1, Vers 38, nachdem der Engel zu Maria erschienen ist und ihr gesagt hat, sie soll schwanger werden, sagt sie dann in Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort, und der Engel schied von ihr, heißt es da. So, um das ein bisschen zu verstehen, die Geschichte kennen wir ja alle, müssen wir uns in die Zeit hineinversetzen, wo Maria gelebt hat und wo Jesus geboren ist. Und das, wozu Maria dort eigentlich Ja sagt, ist ihre absolute Demütigung und Erniedrigung im gesamten Volk, in der gesamten Gesellschaft. Und Maria war nicht irgendwie eine Mutter, die schon 2, 3 Kinder bekommen hat und, sage ich mal, um die 30 war und wusste, auf was sie sich einlässt. Vermutlich war sie 15 Jahre alt. Und mit 15 Jahren stimmt sie dem einfach so zu. Der Dialog mit dem Engel geht ein kleines bisschen länger, weil sie noch nicht ganz versteht, was der Engel eigentlich da meint. Wie soll das denn passieren, wenn sie noch gar keine verheiratete Frau ist? Und der Engel erklärt ihr das. Aber Marias Antwort ist einfach nur, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und für dieses kleine Kind demütigt und erniedrigt Maria sich selbst vor dem ganzen Volk. Das ist nur ein Vers, aber der hat richtig Power. Und interessant ist auch, später im Leben von Jesus gibt es dann noch diese eine Geschichte aus seiner Kindheit, wo er mit 12 Jahren im Tempel zurückbleibt. Aber von dem, was Maria in Jesus hinein investiert hat in seiner Kindheit, wird auch wieder nicht viel berichtet. Ist auch einfach selbstverständlich. Aber irgendwie müssen ja ein paar lustige Sachen in Jesu Kindheit passiert sein, habe ich mir so überlegt. Und das sage ich jetzt extra ein bisschen provokativ, aber als Jesus sein allererstes Wunder vollbringt, sind sie auf der Hochzeit in Kanaan. Nee, in Kana heißt es. Und dann geht der Wein aus und Maria gibt den Dienern den Hinweis, tut alles, was Jesus sagt. Und Jesus selber ist ja davon noch nicht so ganz überzeugt und sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber wie die Mütter so sind, meistens ein bisschen schneller und haben das alles schon geregelt, muss Jesus jetzt irgendwas tun, weil die Diener stehen da, Maria hat das versprochen und jetzt was passiert. Und ich habe mich schon oft gefragt, wie konnte Maria eigentlich wissen, dass Jesus dazu in der Lage ist? Dieser Dialog 30 Jahre vorher, wo sie schwanger wird, der kann ja schlecht der Ausschlag gewesen sein, dass sie gesagt hat, ja, das ist irgendwie der von Gott Gesandte und der wird schon irgendwas machen können. Ich weiß nicht, was Jesus so in seiner Kindheit zu Hause gemacht hat und was Maria so mit ihm miterlebt hat, aber ich habe mir schon in meiner Jugend so das eine oder andere Mal vorgestellt, naja, wer weiß, wenn da irgendwie so ein Becher oder was vom Tisch gefallen ist und der auf einmal so 10 Zentimeter über dem Boden geschwebt hat, hat es ihn wieder auf den Tisch genommen. Hat Jesus einfach mal kurz so, zack, nee, der geht jetzt nicht kaputt. Oder ob irgendwelche Sachen vielleicht bei Unfällen fast passiert sind und so kurz vorher ist es doch noch stehen geblieben, weil Jesus einfach die Wunderkraft hatte und gesagt hat, nee, das passiert jetzt nicht. Wissen wir nicht, keine Ahnung, aber ich habe das in meiner Jugend schon öfter gedacht. Irgendwas muss ja passiert sein, dass Maria gewusst hat, hey, der hat eine Wunderpower in sich, dass sie jetzt einfach dahin geht und auf einer Hochzeit sagen kann, ja, der Wein ist leer und jetzt guck, was Jesus macht. Macht ja auch keine Mutter. Keine Mutter stellt ja ihren Sohn bloß. Die muss ja gewusst haben, dass Jesus zu solchen Dingen in der Lage war. Noch bevor das überhaupt irgendwo in der Bibel berichtet wird. Jetzt dürfen schon mal die Mädels nach vorne kommen, die uns gleich ein Lied singen werden. Genau. Und
Ich habe jetzt diese 4 Geschichten relativ schnell erzählt und bin die schnell durchgegangen, weil mir 3 Punkte wichtig geworden sind für heute, die ich uns allen aber mitgeben möchte, nicht nur den Müttern, sondern uns generell. Und das, was ich versucht habe, mit diesen 4 Geschichten deutlich zu machen, ist, dass wir über das Muttersein und Mutterschaft in der Bibel relativ wenig finden. Es sind jetzt knapp 10 Verse, die ich hier vorgelesen habe, die von 4 Männern, die das Menschheitsgeschehen entscheidend verändert haben, uns berichtet wird, wie ihre Mütter waren und was die so ausgemacht hat. Und das ist eigentlich alles, was die Bibel uns sagt. Und ich habe mich gefragt, warum steht in der Bibel so wenig dazu? Warum sagt uns die Bibel dort nicht mehr? Und als ich mir darüber so Gedanken gemacht habe, habe ich gemerkt, Mensch, eigentlich ist das ja heute auch relativ ähnlich. Das Muttersein und über Mutterschaft wird ja nicht so viel gesprochen. Aber es sind 2 ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es nämlich so, in der Bibel zu der damaligen Zeit war eigentlich das Muttersein eine ziemliche Selbstverständlichkeit. Da wurde nicht groß drüber gesprochen, da wurde nicht groß viel zu erzählt. Das war einfach selbstverständlich, dass eine Mutter sich um die Kinder kümmert und dass sie da ist und dass eigentlich auch jede Frau eine Mutter werden sollte. Und im Gegensatz dazu ist es heute ja ein bisschen anders. Das Muttersein und die Mutterschaft wird ganz bewusst und gezielt nicht groß in den Mittelpunkt gestellt, damit möglichst keine Frau sich auf ihre Muttersein was einbilden kann. Weil man möchte das ja nicht. Eine Frau, die eine Mutter ist und sich als Mutter identifiziert, das passt heute nicht. Wir brauchen Frauen, die arbeiten gehen, wir brauchen Frauen, die Karriere machen, wir brauchen Frauen, die irgendwo in ganz hohen Führungspositionen sind. Eine Mutter, das reicht heute nicht mehr. Das reicht nicht. In der Bibel war es selbstverständlich, heute reicht das nicht mehr aus. Und ich habe 3 Punkte, die ich mitnehmen möchte für heute, für uns alle. Und zwar lasst uns den Fokus neu auf die Dinge richten, die im Leben wirklich wichtig sind. Und das meine ich nicht nur für die Mütter, das meine ich auch für die Väter unter uns. Aber wenn wir so gucken in unserer Gesellschaft, Familie ist nicht sonderlich ein großer Kernpunkt in unserer Gesellschaft. Der Job ist wichtig, die Arbeit ist wichtig, Geld ist wichtig. Aber wie heißt es so schön, das letzte Hemd hat keine Taschen. Davon wirst du gar nichts mitnehmen. Und wenn wir so in unseren Job hineingucken, egal was für tolle Erfolge du im Job hast und für tolle Positionen du hast, das hat in 99% der Fällen für die Ewigkeit relativ wenig Wert. Das sind hier die 60, 70, 80, wenn wir Glück haben, 90 Jahre, die wir hier auf der Erde unterwegs sind. Aber was du in deiner Firma irgendwie aufgebaut hast, das juckt in der Ewigkeit nicht wirklich. Das nächste ist, Gott sucht Anbeter, und wenn wir das an die nächste Generation weitergeben können, hat das für die Ewigkeit mehr Wert als irgendein anderer Erfolg. Und deswegen sind Mütter wichtig. Deswegen sind Familien wichtig. Und ich, das ist der letzte Punkt, bin absolut davon überzeugt, der Glaube hat in der Familie angefangen. Der Glaube hat angefangen bei Abraham, und dann ist es der Glaube von Isaak geworden und dann der Glaube von Jakob geworden. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da hat der Glaube angefangen, und ich bin absolut davon überzeugt, dass der Glaube auch dorthin wieder zurückgehen wird. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir heute schon lernen, dies im Alltag umzusetzen, und Mütter sind dafür der absolut zentrale Baustein. Mütter machen aus einem Haus ein Zuhause. Und wenn sie das weitergeben an die nächste Generation, dass das Haus Eva geht, dass deine Karriere sowieso nicht im Himmel dir irgendwas bringt, sondern dass es was bringt, eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben, dass Gott derjenige ist, den wir in der Ewigkeit anbeten und nicht irgendwer anderes, der gerade bekannt ist und berühmt ist, dann hat das für die Ewigkeit einen viel, viel, viel größeren Wert, und darauf müssen wir uns neu fokussieren. Und zwar alle. Egal, ob du eine Familie hast,
ob du keine Familie hast, jeder von uns hat Möglichkeiten, in die nächste Generation zu investieren und da kann jeder von uns ein Teil dazu sein und dazu beitragen. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch kurz beten und dann werden die 4 uns hier ein Lied singen. Danke, Jesus, dass du gut bist und dass du uns so viele Beispiele in der Bibel gegeben hast. Wir haben vorhin noch so viel mehr gehört von Müttern, die in ihre Kinder investiert haben und die in der Bibel zu Menschen geworden sind, die die Menschheitsgeschichte verändert haben. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du nicht auf einen Erfolg im Job guckst, sondern dass du in unser Herz hineinguckst, dass du guckst auf das, was eben nicht von dieser Welt ist. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir alle, die wir heute hier sitzen, unseren Fokus immer wieder neu darauf richten können, was wichtig ist im Leben. Dem Ganzen Wert zu geben, auch wenn das in der Gesellschaft nicht anerkannt wird. Und danke, dass du jedes Einzelne siehst. Du sagst in der Bibel selber, das, was im Verborgenen passiert, ist dir nicht verborgen. Und du siehst jede Mutter, die investiert, die vielleicht manchmal auch ein bisschen am Limit ist, vielleicht sogar darüber hinaus. Aber du siehst auch, was das für einen Wert hat für die Ewigkeit und dass es oft so viel mehr wert ist als das, was wir sehen. Danke, dass du gut bist. Amen.